Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Obst und Gemüse, das man Strahle behandelt wird, für sie haltbar zu machen und gefährliche Keimen zu eliminieren, das ist heute alle Länder wie der Belg erlaubt. Andere Länder sind damit restriktiv und erlauben es an ihrem Land nicht, weil sie ja nicht ungefährlich abstufen. Ähnlich als bei den NGTen. Ja, wenn es um Lebensmittel geht, da gibt es auch da verschiedene Approchen. Gentechnik, also ein ganz umstrittenes Thema, das immer nächst für viel Polemik sorgt. Für die eine Notwendigkeit, für die andere eine Gefahr für Mensch, Gesundheit und Umwelt. Aber wir alle kennen bestimmt Horrorszenarien aus Science-Fiction-Filmen mit auf einmal riesige mutierten Tieren und Gemüse, die die Menschen angreifen. Weil immer Spaß beiseite. Ja, das ist verständlich, dass viele Leute sich Sorgen machen, wenn es der Gentechnik. Also sie hat auch negative Aspekte. Ein Beispiel sind Patente, die Länder wie in den USA dafür sorgen, dass eine einzige Firma quasi ein Monopol beim Saatgut hat. Aber auch unbekannte Nebeneffekte, die langfristig können entstehen, sind wichtig. Was machen wir, wenn wir durch Gentechnik zwei neue Pflanzen kreieren, die gegen die eine oder andere Sache resistent sind, aber nicht für Bestäubung durch Bienen zu gebrauchen sind? Da fliehen als Bienen zwar von Pflanze zu Pflanze, ohne dass es aber zu einer Bestäubung kommt. Und dann verlieren wir Rekolten. Auf der anderen Seite ist es aber wichtig, dass wir dafür sorgen, dass wir immer genug Lebensmittel für jeden haben und sie auch für jeden bezahlbar sind. Gerade der Krieg an der Ukraine, einer wichtigen Kornkammer von Europa und Afrika, hat gewiesen, wie sehr Rekolten können wegfallen. Preise schießen an die Luft und Lebensmittel, die für Leute mit niedrigem Einkommen sehr unbezahlbar. In dem Kontext ist natürlich auch der Klimawandel eine große Bedrohung. Wir gehen mit immer mehr Wetterextremen konfrontiert, die regelmäßig für Ausfall bei Rekolte sorgen. Eine Knappheit lässt Preise explodieren und die ärmsten Leute sind die Ersten, die nichts zu essen haben. Wir müssen, da wenn sie weh finden, für uns Pflanzen zum Wohl von uns allen so sehr wie möglich und die neuen klimatischen Realitäten anzupassen. Aber auch wenn es um den Gebrauch von Spritzmitteln geht, können die NGTen in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Auch weil Lützeburg beim Verzicht auf Spritzmittel schon auf einen guten Weg ist, so gilt aber noch nicht für alle guten Länder hier in Europa. Für uns als Natur und Biodiversität zu schützen, müssen hier noch ganz viele Erfahrungen gemacht werden. Von der Gebrauch von Spritzmitteln durch den NGTen kann ersetzt gehen, so ist das dann eine Piste, die an der Forschung weitergeführt muss gehen. Dann, also auch die reizvoll, mit der Hilfe von Gentechnik neue Superfoods zu kreieren. Wir könnten Mofereis, angereichert, mit allen Vitaminen bauen, aber wir bräuchten just nach den Zielen für quasi unseren ganzen Nährstoffbedarf aufzudecken. Mit so Ideen bringen auch Risiken mit sich. Für ein Beispiel zu nennen, eine schwangere Frau riskiert durch zu viel Vitamin A grave Konsequenzen für das ungeborene Kind. Da wird auch viel darüber geschwatzt, dass mit einem neuen Reglement Großkonzerne viel Kosten könnten spüren, zum Beispiel bei Etüden über die Sicherheit von einem Produkt, die dann unter verschiedenen Konditionen so nicht mehr müssten gemacht werden. Hier sollte man aber nicht falsch leiden lassen und der Approach vom Safety First beibehalten, kein Risiko angehen. Schließlich geht es um die Gesundheit von uns allen und den Schutz von unseren Tieren und der Natur. Das ist aber auch eine Realität. Und so ehrlich muss ich an diesem Debat dann aber auch sehen, dass in vielen anderen Ländern auf dieser Welt Gentechnik längst eine Realität ist. Und auch europäische Marché über den Import schon verkauft wird. Du weißt, also für uns Piraten so wichtig, dass alle Produkte, die in irgendeiner Form ein NGT enthält, entsprechend gekennzeichnet wird, wie das alle guten Konsumentinnen und Konsumenten auf einen Blick erkennen können. So zum Schluss auch noch einmal am Weltfrieden ein grosses Merci für das interessante und wichtige Aktualitätsstunde. Und ich alle gute Merci für die Nullstellung. Ganz gut.